Er schreibt Aufsätze, Gratulationskarten oder programmierte Computer, engert künstlich Gehir, was das kann, was der Mensch kann, vielleicht sogar besser. Es nennt sich ChatGPT, er gilt als Meilenstein an der Entwicklung, was Nutze von künstlicher Intelligenz für das Grand Publikum angeht. Die einen sehen an so Programme eine große Entlastung, die anderen Fährte viel Plätze könnten durch ihre Wäsche fallen. Dann Wolf hat sich angeguckt, wie das Programm schon heute Betrieber kann angesagt gehen. Hei an der Schreinerei zu Hosen huet en neue virtuelle Modellbeter. Den ChatGPT schreift Texter fir d'Internetseite a Mercimoen, die der Entreprise viel Zeit spuren. Nach wäret eng Testphase méi. Da den zum Beispiel Rentabilitätsanalyse vun Chantiergift drüber laufen lassen, dat van de System Achse hat, ob Stunden, die man geschafft hun, ob den Abkauf, wieviel Suen dat ausgehen und so weiter. Testo kind wirklich komplett Analyse machen und am Anfang so. Ja, die durchschauen hier so gut, diese Männer gut, ich kann da helfen noch dann zu analysieren, wo Probleme sind. Den ChatGPT as Programm, de mat riesschen Datenquantitäten aus dem Internet trainiert gouf, a mat künstlicher Intelligenz leiert, passend Antworten opfroen zu ginn. De Programm wees statistisch gesinn also, wie eng wir da wahrscheinlich nur nee kommen, baut doreiser Texter a produziert Bilder. ChatGPT wiest méi séier wie TikTok, Rezent huet Microsoft 10 Milliarden $ investiert an den ChatGPT a sein Office-Pack integriert. De KI-Forscher Patrick Launer erlaubt sogar senge Studenten hier abechten Deelweis vum Chatbot schreiben ze losen. Fir hien eng Chance a keng Bedrohung fir d'Arbechtswelt. Also, dass der Arbeitsmarkt und dass Berufe sich verändern, das ist ja seit Beginn der industriellen Revolution so. Was ist geschehen? Am Ende ist der Wohlstand massiv gestiegen und das wird auch hier natürlich durch solche Tools geschehen. Wer eher Menschen arbeitslos macht, sind die Konkurrenten, die solche Tools nutzen. Beispielsweise, wenn man jetzt in der Vertragserstellung tätig ist und mein Konkurrent nutzt solche Tools und ist dadurch einfach 100-mal produktiver als ich, dann habe ich ein großes Problem. Nicht allein durch ChatGPT, sondern weil andere das nutzen und mit ihrer menschlichen Intelligenz kombinieren. Dat wie se noch an engem Kabinett fir Droit d'Affaires an der Stadt. Als Pilotprojekt schafft den Heim an enger speziell fir Juristen entwickelter Version vum Programm dem Harvey. Dommer kennt de pro Affecode 1 bis 2 Stunden woch spuren. Dat heißt, den Affecode kann nutzen fir eng Recherche zu machen, fir eng Analyse man en nächste Projekt vun eng Dokument, wie zum Beispiel en Kontrakt. Me den Harvey schafft net fehlerfrei. Den Harvey kann potentiellement Fehler machen, wann die falsche Source benutzt, wann Sourcen oder Texte falsch assoziiert. Fait alles wat liefert vu Produkt muss as ich mal lieber prüft gehen. Als Agent-Tester weisen och, den ChatGPT kann gezielt manipuléiert ginn, fir Falschinformationen zu verbreden, zum Beispiel, dass Nordkorea Lorizent eng Atombomb gezünnt hat. Dem Chatbot sei wëssen geht doch just bis September 2021, dobei kën froh vum Datenschutz a vun den Droit d'auteur. Nach aset fir d'Arbechtswelt do fir eischchte eng interessant Testphase, me do waren sech als Gesprächspartner eens, et géiffe wohl keng Arbeitsplatzen ewäsch fallen.